Biologisches Heilwissen. Erkenntnisse und Erfahrungen durch die naturwissenschaftlichen Entdeckungen Dr. Hammers. Die medizinischen Systeme stehen vor einem unvermeidbaren und begrüßenswerten Wandel. Die alten materialistischen Dogmen können nicht mehr aufrechterhalten werden, da neue Erkenntnisse sie nach und nach ablösen. Das biologische Heilwissen ist ein Teil des Wandels in der Medizin, der bis in die sozialen, wissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Bereiche hineinwirkt. Wenn das biologische Heilwissen auf der Grundlage eines ganzheitlichen Menschenbildes angewendet wird, birgt es größte Möglichkeiten für Gesundheit, Heilung und seelisches Wachstum. Wenn darunter interessiert, dass mehr über die 5 biologischen Naturgesetze gewusst zu gehen, findet ihr noch sämtliche Informationen zum Buch. Jasmin Krämer erzählt uns heute aus einem Beispiel aus dem Kannerbuch Familie Knautsch, wie sich ein Otit anhand von den 5 biologischen Naturgesetze auf den menschlichen Körper herumspiegelt. Eine fantastische Idee. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Kanner sie ganz aus dem Häuschen, weil die Familie Knautsch Besuch kriegt von der Familie Glücklich. Die hat auch 2 Kanner, de Marco und Jenny. Die 2 Geschwister haben eine mega coole Idee. Sie wollen zwischen den Bäumen ein Zelt aufbauen. Oh ja, das ist mega super. Und dann übernächten wir noch da dran. Aber wenn das ist, erzählen wir uns Gruselgeschichten, sagte Piet, dem Lisa sein großer Bruder. Lisa freut sich natürlich auch mega darüber, weil es die erste Kehr, wo hat keiner in einem Zelt übernächten. Also machen kann sich all unterbischt. Lisa geht sich natürlich umso mehr, weil hat das jüngste von den ganzen Kanner ist. Tischer, Decken, Schlafsack, Kissen, Matten, also alles, was sie gebraucht haben, sind sie sicher gegangen. Tischer, die gehen über die Seele gespannt. Seeler, die gehen mit einem Grob und den Boden festgemacht. Lisa will natürlich die Aufgabe machen und hat doch super hingekriegt, obwohl den Hummer schon bald wie groß war wie hat selber. Wie die Kanner fertig waren, sind sie direkt bei ihr Eltern gerannt und sie haben ihr mega cool Überraschungsidee direkt gesucht. Die Eltern von der Familie Glücklich haben natürlich direkt ja gesucht und die Kanner konnten da auch übernächten. Der Papa Knautsch, den hat dem Piet ja gesucht, weil den ja so gut mitgeschafft hat, für Zelt abzubauen. Hallo, du willst dann noch irgendwie eine gute Stimme kriegen. Hallo? Ja, Lisa, also du darfst am Zelt übernächten, das ist ja wirklich flott, dass du da mitgeholfen hast. Nee. Der Pap sieht nicht, dass der so mit den üblichen bla 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 bla. Und weil noch zu klein ist und lauter so Sachen. Und Lisa ist schon traurig. All Kanner, die von den Erwachsenen erlaubt kriegt, für am Zelt zu vernünften. Und Lisa hat kein Ja hören. Und dabei war es sich so sicher, dass der Pap und Mam hiermit geben erlauben. Lo spielen die Groß mit ganz viel Spaß am Zelt ohne Lisa. Hat darf aber noch eine halbe Stunde lang abbleiben und dann muss es an Bett. Und das langweilige Bett an dem langweiligen Zimmer. Dem Lisa sing Mam mischt noch, bevor es schlafen geht, ein warme Schoki. Mit Lisa ist so traurig, dass man keinen Schlupf kann raufkriegen. Lisa hat doch ganz viel gekrascht, dass der Mam ihr Herz Müllginas. Sie geht schnell bei der Pap und schwätzt mit ihm, könnt dann zurück an die Küche und hält Lisa an den Arm und flüstert ihm an die Ohr: Der Papa und ich, wir erlauben dir, dass du kannst am Zelt übernächten. Oh, Juppie, merci Mama, merci Papa! Und das war genau das, was Lisa hören wollte. Hat steuert an Zelt dran, mischt Tierrad ab, und schlüpft ganz sicher bei Kanner ran. Et war ein mega cool Nacht, eng mit Gruselgeschichten. Natürlich
huet kee vun de Kanner wirklich viel allein geschluf. Mir dat mech doch neich bei so tascheluchte Geschichten, weil die erlief den Joch net allzu oft. Lisa konnt net lang seg Iwernüchtung genießen, weil hat einfach zu lang und miste warten für sein Ja zu hören. Hat Lisa direkt sein Wirtchen hören, dann hat Dorlo kein Ohren weh. Die Ohren, die haben wirklich extrem weh getan. Mit Mama hat eine super Idee. Und sie ist knöflexig gegangen, hat klein gemacht, hat an den Gas gemäht und dann dem Lisa an die Dauer gestopft. Am Anfang hat der Timur ein bisschen weh getan, wie den Kompresstrop gesagt gouf. Aber in einer Zeit hat er abgehalten. Es muss ich noch sagen, dass Lisa wirklich nicht lange darauf gewartet hat, für sein Ja gesagt zu kriegen. Und daraufhin waren seine Ohren weh auch ganz kurz zerdrohen. Was ist eine Mittelohrentzündung? Otitis media auch genannt. Eine Mittelohrentzündung setzt wie jede Entzündung immer erst in der Reparaturphase nach Lösung des Hörkonflikts ein. Die dabei auftretenden Keime, Mikroben, sind immer ein sicheres und gutes Zeichen der Heilung. Im Verlauf einer Mittelohrentzündung kann es wegen des Drucks des Eiters zu einer Durchlöcherung des Trommelfells oder einer Ausbreitung der Entzündung in den angegrenzten Knochen, den Warzenfortsatz bzw. des Mastoids kommen. Eine Perforation, Durchlöcherung des Trommelfells mit Ohreiterung, Ausfluss, oft mit Blut vermischt, führt zu sofortigen Verschwinden der Ohrschmerzen. Der Trommelfelldefekt heilt dann nach ablaufender Eiterung wie die Entzündung allermeistens ohne irgendwelche Komplikationen in ca. 10 bis 14 Tagen spontan ab. Die 5 Naturgesetze in Kürze. Jede sogenannte Erkrankung beginnt mit einem unerwarteten, seelisch-biologischen Schockerlebnis oder Trauma, einmal abgesehen von Fehlernährung, physischen Verletzungen und Vergiftungen. Dieses eindringliche Erlebnis, in der Fachsprache DHS genannt, kann oft von Außenstehenden nicht als etwas Traumatisches erkannt werden, zumal der Betroffene den Konflikt aus verschiedenen Gründen nicht besprechen kann oder will. Das DHS geschieht aus heiterem Himmel, ist traumatisch und isolativ. Mit Eintreffen des Traumas befindet sich der Betroffene unmittelbar in der ersten Phase des Krankheitsgeschehens, die sogenannte Sympathikotonie. Diese konfliktaktive Phase stürzt das Individuum in Zwangsdenken um das jeweilige Konflikterlebnis und verursacht meistens Schlaflosigkeit, Nachdenklichkeit, kalte Hände und Füße, Verlust an Appetit und weitere organische und hirnmäßige Veränderungen oder Funktionsausfälle. Dieser Zustand wird oft nicht als eigentliche Erkrankung erkannt. Sobald eine Konfliktlösung eintritt, wechselt der Organismus auf den Ebenen der Psyche, des Gehirns und der Organe in die mit großer Müdigkeit, Gewichtszunahme, allenfalls Schwindel, Doppelsehen, Ausfluss, Schmerzen aller Art, Infektionen und Blutungen charakterisierte warme Reparaturphase, die sogenannte Vagotonie. Die allermeisten Erkrankungen werden erst zu diesem Zeitpunkt bemerkt. Beim überwiegenden Teil aller Erkrankungen verlaufen die erste und zweite Phase ohne allzu große Probleme und bedürfen in der Regel keiner besonderen ärztlichen Maßnahme, da dieses Sonderprogramm von Mutter Natur schon durch alle Vorgängergenerationen hindurch eingespielt und erprobt worden ist. Dieses Programm ist optimal und fürs Überleben gemacht. Das DHS sowie die 2 Phasen aller Erkrankungen können auch hirnmäßig beobachtet und mittels bildgegebener Mittel wie Computertomoprogramm dargestellt werden. Ganz besonders geeignet ist das Computertomoprogramm zur Bestimmung der Krankheitsphase des betroffenen Organs und des krankheitsauslösenden Konfliktes. Dieses Mittel sollte aber nur bei unklaren oder schweren Krankheitsbildern eingesetzt werden. Die Mikroben sind seit Anbeginn der Zeiten unsere Symbionten, sprich Mitbewohner, die nicht etwa nach unserem Leben trachten und uns schädigen wollen, sondern immer und ausschließlich
in der Reparaturphase Vagotonie, tätige Helfer und Heilungsmaximierer. Die jahrzehntelange und mittlerweile universitär anerkannte Forschung Dr. Hammers lässt jedes Erkrankungsgeschehen als ein für das Überleben sinnvolles biologisches Sonderprogramm der Natur erkennen. Es ist für jede Gesellschaft von außerordentlicher Bedeutung, dass die 5 Naturgesetze der neuen Medizin ihren längst überfälligen, segensreichen Platz in der grundlegenden Lebenskunde und Allgemeinbildung all ihrer Bürger finden. Dieses Kinderbuch auch für Erwachsene soll dazu einen kleinen Beitrag leisten. Was du könntest am Bereich Umwelt, Spiritualität, Gesundheit, Politik und Co. Willst du die Leute draußen etwas mitzuteilen oder ein Projekt, willst diese bekannt gehen? Dann melde dich unter gutzuwissen.tv@gmail.com und schreib mir eine kurze Wieder, wieso du an die Sendung kommen willst. Für mehr Informationen zu den Interviewen zu erhalten, kannst du auch gerne den Telegram-Kanal von der Sendung abonnieren. Ich so merci fürs Nachlauschen und bis zum nächsten Video.